Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Ja, hier hat er mich jetzt rausgeworfen. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, jetzt mal ohne Scheiß. Ich guck gerade mal, von wo ich herkomme bin eventuell. Ich glaube von hier, ne? Da habe ich mich durchgequetscht. Da war die Abteilung, wo der Kannibale Karl hinter uns her war. Da habe ich mich, glaube ich, dann durchgepetzt. Okay, alles klar, gut. Das dürfte dann wirklich auch die Richtung sein. Wo wir hier müssen. Da kommen wir nicht durch, wegen einer Plastikwand, die unüberwindbar ist. Und wir haben hier dummerweise nicht nur ein Messer oder irgendwas dabei. Das heißt, jetzt geht's erstmal. Wie jetzt? Ich glaube, da wird gerade einer im Klo ersäuft oder sowas. Im Mittleren, ja. Da habe ich nämlich irgendwo was gesehen, oder? Ja. Hi. Mach ruhig weiter. Lesen wir doch mal die Notizen zu. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa, oder wer auch immer das hier findet, seid ihr bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und so viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosett sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedliche Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter, Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. So sieht's aus. Dann, ja. Der wird jetzt hier gerade gedäft. Und bei der Taufe will ich jetzt nicht unbedingt Pater sein, deswegen lasse ich dann jetzt mal ihr Ruhe. Ist nicht meine Sache, ich mag mich mit dem Spinner jetzt auch nicht lecker. Der kommt entweder raus oder wird halt in der Pisstoilette ersäuft. Das ist nicht mein Thema, nicht mein Problem. Ich habe ganz andere Sorge. Den ich jetzt mal so sage. Dann machen wir mal leise das mal. Dass ich nicht nur die ganze Zeit deren aufraub. Hallo? Hallo? Sieht alles soweit ganz cool aus, oder? Ja. Oh, scheiße. Oh Mann. Ich bin jetzt schon wieder auf Hochspannung hier. Okay, da ist nichts, was wir holen könnten. Manometer. Ja, das Spiel versteht's definitiv. Ach, das DLC hier versteht's hundertprozentig. Ach, wieder Angst zu erzeugen. Und zwar auf einem hochgradig hohen Niveau. Du scheinst wohl weiterzugehen. Deswegen mag ich mal dort hier gehen. Hinterlassen wir Blutfußspuren. Nee, noch nicht. Ja, aus dem ersten Teil wissen wir ja auch. Folge dem Blut ist immer ein Zeichen, dass es so weitergeht. Und ich glaube, da könnte man noch genau die Batterie finden. Ja, da liegt noch eine. Joink, das ist meine. Da kommen wir nicht durch. Da wird kräftig kontaminiert, dekontaminiert. Aber keine Ahnung mit was, vor allem wenn es grün ist. Ist Dekontaminationsdusche normalerweise nicht farblos, neutral? Habe ich irgendwie so einen Kopf? Ich war zwar noch nie dabei bei einer Dekontamination, aber Alter, danke für den Herzinfarkt, du Arschloch. Dreh das Gas ab, um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Ja, der hat mich jetzt auch nochmal ordentlich erschrocken. Ja, den hatte ich nie mehr auf dem Schirm. Den hatte ich definitiv nie mehr auf dem Schirm. Scheiß die Wand A. Ich hoffe, der Typ ist auch kaputt, wenn ich dann das Ding A drehe. Mann, und irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass unser Kannibale Karl immer noch hinter uns her ist. Ja, so dumme Gefühle, die bewahrheiten sich sehr oft. Und hier ist noch ein Dokument, in das ich mich flüchten kann. Ich wollte schon immer mal ein Dokument lesen. Weniger bekannte ökologische Aspekte der Menschheit. Auszug von 1957 und Kommentar auf den IG-Bericht Operation des TSD.
D. Klingt doch eine super gute Nachtgeschichte, oder? 7. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung: J. Lawler, 15. April 1958. Der vorhergehende M-Cultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung weiterzuführen. Zur Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Wernicke, Asset 14866 und Projekt Walrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohen Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis 92387-HS.Berlin. 6. September 1938. Genau. Meine Geschichte beginnt im Jahre 1923. Ich sage bewusst zwickig, denn der Kaiser hat uns das Wort 20 gestohlen. Ich habe den Schuft bis nach Shelbyville verfolgt, aber 28 Meilen später... Ach ja, ihr könnt euch bestimmt denken, woher ich mal wieder zitiere. Vor allem mit dieser Stimme. Hey, ich bin immer noch so groß wie früher. Ach ja, die Simpsons-Fans, die wissen das. Das ist mal wieder total scheißen unangenehm hier zu sein. Sag hallo! Hallo, du ungefährlicher Spinner, der einfach nur durchsteht und mich arschtiert und seinen Schädel gegen Türe haut. Du bist doch später im Zelleblock, oder? Wo der Miles Upshur dich sieht. Und meidet. Zu Recht. Oh Mann, viel schlimmer, als dass einfach so ein Typ vorne drauf steht, ist dann die Musik dazu. Dieses Tada! Das macht ihm scheckig. Das macht ihm richtig scheckig. Ja, das Geräusch an sich ist sehr lebensbejahend, muss ich sagen. Das macht richtig viel Spaß. Mauermanni, dass du immer mit dem Kopf durch die Wand musst. Das muss doch nicht sein. Manometer. Hallo? Kuckucks. Kannibalenfreie Zone? Fragezeichen. Das wäre schick. Und wir hätten erst 7,5 Minuten rum. Das ist ziemlich mies gerade. Wenn ich jetzt schon zweimal verschrocken bin. Ach scheiße, ach scheiße. Ich werde ewig hier brauchen für das Spiel. Für das DLC. Scheiße, scheiße, scheiße. Da ist der Typ wieder. Den können wir auch nicht in seinem Vorhaben Störer oder Unterbrecher. Das war die Krankenschwesterstation hier. Okay. Hallo? Ich bring die Kartoffeln. Ah? Okay. Dann halt nicht. Sagt Kenner, wo haben sie denn bloß so lange gesteckt? Oh, scheiße. E229. Ich habe das dumme Gefühl, dass jetzt bald wieder der widerliche Kannibale kommt. Okay, das sind Patientenzimmer hier in der Krankenabteilung offenbar. Da ist ein Knopf, den man wohl drücken kann, um die Schwester zu rufen. Okay, also versteckt ist hier nichts, keine Batterie oder ähnliches. Okay. Was sind wir dann hier? Außer Fussellicht von meiner Kamera. Ja. Okay, ich rechne jetzt oft mit irgendeiner Scheiße, die kommt. Auch wieder nur der Schwesternrufknopf. Die Batterie, die Matratze sind hier separat. Von dem Bettgestell. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Also falls irgendjemand so feige ist und in die Kommentare flieht, kann ich das absolut verstehen. Die jetzt vielleicht auch nicht anders machen. Du kannst dich wahrscheinlich jetzt hochkraxeln. Ja? Vielleicht in abgesperrte Bereiche oder so. Ich halte mir das jetzt mal im Hinterkopf. Mag mir aber vorher noch die Patientenzimmer genau angucken. Könnte nämlich sein, dass jetzt hier kommt und irgendein aggressiver Spinner herkommt. Weil von Agro-Spiderer wimmelt's hier definitiv. Ja, ich habe mal schon sowas in der Art gedacht. Deswegen kletter ich jetzt hier hoch.
Ich weiß noch nicht, wer das jetzt ist. Irgendein normaler Spinner oder ob das unser Kannibale-Freako ist. Ich kann es nicht sagen. Wir probieren es jetzt mal. Nee, bringt uns nichts. Der wird schon Kummer, oder? Wenn es irgendwas gibt. Wenn es irgendwas gibt, wird er schon hinter mir sein. Oder er ist verschwunden, was ich hoffe. Ja, dann springen wir hoch. Springen wir hoch. Ist in Ordnung. Wenn die Hektikmucke da erscheint. Oh. Okay. Wir verstecken uns mal erst. Mal abwarten, was da jetzt reingewuselt kommt. Und ansonsten probieren wir da hoch zu klettern. Nee, der hat's wohl aufgegeben. Ist auch in Ordnung. Aufgeben in dem Fall ist auch nicht so schlimm. Okay, da komme ich jetzt schon gar nicht mehr hoch. Aber da... Komm ich da nicht hoch? Ach du Blödmann. Du bist doch auch ein Knödelkopf. Okay, ach wieder nichts. Außer Spesen nichts gewesen. Und Hallola. Irgendwelche andere Freaks hier parat für mich. Ich suche euch hier so wahnsinnig gern. Oh Mann, oh Mann. Ist das mal wieder ein Feeling, oder? Ach du Scheiße. Und ich versuche es irgendwie cool zu nehmen, weil ich habe ja auch Outlast Ends irgendwie überlebt. Da werde ich das vielleicht auch noch irgendwie überleben können. Aber Whistleblower wirkt definitiv schon sehr stark auf mich, muss ich sagen. Kenner hier? Okay. Hier ist abgesperrt, okay. Das nehme ich jetzt mal so hier. Und ich gucke jetzt mal hier rein. Ja, das wird wahrscheinlich nur irgendein normaler Spinner gewesen sein und nicht irgend so ein Special-Spinner. Wie der Kannibaler. Wow, oh Gott, Eva, habe ich mich schier noch vom eigenen Schatten verschreckt. Da komme ich offenbar nicht durch. Okay. Da könnte einer rausgestürmt kommen, das behalte ich mal so im Hinterkopf. Ach, dass da einer potenziell rausgestürmt kommen könnte. Nirgendwo Batterie, das ist schon etwas erbärmlich. Ich bräuchte nämlich echt mal wieder dringend, Annie. Ich meine, ich hatte... Was auch immer das jetzt war, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was das jetzt wieder war. Oh, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Okay, jetzt sind wir im Labor anscheinend. Für MTAs höchstwahrscheinlich. Medizinisch-technische Assistenten könnten hier ihren Spaß haben. Und da haben wir Dokument. Oh Gott, ich wollte schon immer mal ein Dokument lesen hier bei der MTAs. Oder bei der Ärzte oder Chemiker oder was auch immer hier unterwegs ist. Projekt Wallrider, Patientenstatusbericht für Frank Manera. Oh Gott, und erst 12 Minuten und 40 Sekunden rum. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive, Colorado, Fallnummer 209. Patient Frank Antonio Manera. Datum 29.08.2012. Erste Patientenbefragung 1. November 2010. Alter des Patienten 36, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Carl Houston in Klammern DBNR. Therapiestatus: minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln, Stufe 5 und 6, der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen, also der konnte seine Träume nicht steuern. Diagnostik: Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak und Marihuana konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität, das heißt, der Mann hat auch im Schlaf keine Ruhe gefunden, was ihn wahrscheinlich auch höchst reizbar gemacht hat, wenn er nur gewisse REM-Phase hat. Dann kann er nämlich auch nicht abschalten und findet auch keine Erholung im Schlaf, weil der REM-Schlaf, das ist das, was wirklich wichtig ist beim Schlaf. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 Pfund. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 Pfund. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das 9. Skriptmuster der Hypnotherapie, Wernicke, auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigerte sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive, Colorado.
Oder, wenn man es amerikanisch ausspreche, mal Colorado. Aber ich finde es etwas bäuerlich. Colorado, so Sache. Ich sag doch lieber auf britischem Englisch Colorado. Aber ich sage auf der anderen Seite Tomato und nicht Tomato. Und Potato, ach, wer sagt denn schon Potato? Da muss man ja besonders vornehm sein, um... Halt die Gosch, wo auch immer du bist, du. Ach so. Ah, ist es so ein Pori, der noch lebt, oder was? So Osterinsel hier im einsamen Gang. Na, mir soll's recht sein. Ist mir scheißegal. Lebt der noch? Der sieht nicht aus, als würde er sonderlich leben, so blutüberströmt wie der ist. Aber der scheint noch zu lautieren. Kein Telefon für mich. Hier kann ich auch nichts drücken, oder? Nee. Da kann ich nirgendwo drauf drücken. Warum nicht? Ah, da kann ich durch. Okay, deswegen nicht. Gasraum. Okay. Da könnte mal richtig sein. Jetzt habe ich dieses dämliche Asterix und bei Kleopatra oder Asterix und Kleopatra Lied im Kopf mit dem Pudding mit Arsen. Ja, der Scheißtyp hat zugemacht. Also merke, die Osterinsel-Typen, die Porenmänner, das sind alles Arschgeiger und Verräter und Feiglinge. Die haben sie anscheinend aus Frankreich. Quatsch. Nee. Nee, so mies bin ich nicht. Ich sag's nicht zu Ende, weil es unfair ist gegenüber Franzosen. Franzosen sind freundliche Leute. Manchmal etwas feiger, aber freundliche Leute. Immer diese Klischees, ne? Speichert. Oh, dann wird wahrscheinlich irgendwas richtig Ekliges gucken. Ich höre die Säg. Der Kannibale ist wieder da. Ganz leise. Ganz vorsichtig. Ich vermisse definitiv mein Mikrofon aus Outlast 2. 100%ig. Vermisse ich das gerade. Aber ich habe die Kreissäge gehört. Der muss irgendwo in der Nähe sein. Der Chip ist hier irgendwo. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen auffälliger. Probiere erstmal in den Gebiete zu suchen, ob es hier was gibt. Nicht, dass ich nur hinein bereue, dass da nichts ist. Oder dass ich nichts gefunden hätte. Ich weiß nicht, wo der Typ steckt. Hier vielleicht. Ah, hier mal Batterie. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir nichts machen. War er das? War das ein Geräusch von ihm? Von seinen nackischen Viehs? Es hat nur tapsische Schritte geklungen. Er ist in der Nähe. Er muss verdammt los sein. Okay. Er hat mich, glaube ich, entdeckt, ja. Oh, scheiße. Seine vollgekackte Unterhose. Okay, das sieht uns erstmal wieder nett. Kann man irgendwo hier hoch, oder? Nee. Das war nur versteckel dich Raum. Okay. Dann gehen wir weiter. Ganz leise. Ganz leise und vorsichtig. Hier ist wieder nur versteck dich Bett. Ja, er schleicht immer noch hier in der Nähe rum. Was ich schöner finde als bei Outlast 2, aber links in der Ecke seht ihr, dass ich gerade insgesamt 50 Minuten und 30 Sekunden jetzt aufgenommen habe. Das finde ich sehr viel cooler als dieses, wir halten nur auf spezielle Szene drauf. Und ja, filmen nur die vom Prinzip her. Weil ich finde es einfach logischer, wenn der hier mit seiner Kamera wirklich alles einfach aufnimmt. Ist auch logisch. Sonst stellt das ja auch nicht an, ne? Okay, das erinnert hier aber ans Dotra, als würde man hier Organe entnehmen, weil alles mit Plastik ausgelegt ist. Scheiß drauf, ich bin jetzt mal irgendwie halbwegs mutig und probiere jetzt rauszukommen. Scheiß drauf, ob der kommt oder nicht. Der schleicht sowieso hier irgendwo in der Gegend rum. Der wird mich früher oder später eh treffen. Kann ich mich genauso gut an der das hier gespeichert hat umgucken. Kann genauso gut auch hier nochmal gucken, was ich hier finden kann. Oder halt auch nicht finden kann. Da oben kann ich allerdings durchklettern. Ja, früher oder später wird er mich eh entdecken, denke ich.
ich darf jetzt halt wirklich die ganze Zeit rumschleiche wie noch was und Schiss kriege. Das macht's nur noch schlimmer. Okay, ich folge dem Blut. Okay, du geht's noch hier raus. Na gut. Das ist wahrscheinlich dann mein Fluchtweg, wenn alles auf ist. Okay, das ist dann hier. Das wird wohl alles dekontaminiert gewesen sein. Und abgesperrt worden sei. Ich habe keine Ahnung, wo ich wieder lang latsch. Und was ich zu machen habe. Ja. Mr. Park, der schnauft mal Schäfer mich gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ich zu machen habe. Oh, scheiße, den hat mich gefunden. Wo ist er dann? Ah, da ist er. Hi. Hi, Kannibaler. Au. Lass mich in Ruhe, Kannibaler. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wo muss ich dann lang? Ne, da geht's nicht lang. Ich renn, glaube ich, nur die ganze Zeit im Kreis rum. Scheiß drauf. Hier findet er mich hoffentlich nicht. Oh, scheiße. Okay, dann die Sache, ihr liebe Leute. An der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.